Zwei Männer, die waren im Hospital. Einer hat wie ein Bad besieden Fenster. Und der verteilt den Mann, was du nicht besieden Fenster wie was du nicht rückkicken können, verschiedene Geschichten. Er verteilt ihm einmal von den Kindern, was da Büten spielten. Er verteilt dann von einem Jungen, einem Jahr, was da verläuft wird und an der Hand gefuttert allein ging. Er verteilt dann von Schmacke Blumen, was da Büten wird. Und er verteilt dann verschiedene gute Dinge, was da Büten wird. Das Mann, was du am Fenster ist und was diese gute Geschichten verteilt und was den anderen Mann immer mit ausspricht, wird krank und kranker und einen Tag stirbt er. Der andere Mann von dem anderen Bad, wenn sie an die Schritt geholt haben, fragt es, hey, wo kann dort Bad haben, was da am Fenster ist? Und die bringen ihm dort Bad nach, was da am Fenster ist. Wenn sie sich davon trachgelegt haben, dann kickt er zum Fenster raus. Und das Einzige, was er sieht, das ist eine große Gräbe Wand, wo er hinkickt. Und er ist sehr enttäuscht. Und wenn sich die Nurse dann kommt, dann fragt er, woran wird Jan Mann mir so eine Geschichten verteilt haben von du Büten? Er kann das nicht sein, als eine Gräbe wohnt. Die Nurse wie ein Stück sich still, und dann sagt sie, weißt du, der Mann wie blind. Der kann gleich sein, was der Büten wir. Er wird krank, er wird blind, er hat keine Hoffnung für Leben, aber er wird durch, zum anderen Menschen Mut sprechen. Viele scheine Deel, Mut Deel, hat er diesen anderen Mann gemerkt, was er nicht könnte am Fenster rückkehren. Wenn er selbst auch nicht sein kann, wenn er selbst krank wird und keine Hoffnung hat, er sagt die gute Dinge am Leben. Er weiß, was du bieten wird. Er weiß, was passiert. Und er merkt Menschen Mut. Wohlfahrten sind wie konzentriert und die schlechten Dinge, was da bieten passiert. Wir hören Nachrichten, lesen die Post, sehen die TV, hören Radio und all die schlechten Dinge, was da passiert, das beeinflusst uns Leben. Wir sind bedrückt und depressiv und traurig. Und wir vergessen davon, wir sind in dieser Welt, damit wir einander Mut sprechen. Die guten Dinge sind im Leben. Philippa, Kapitel 2, Vers 1 und 2 sagt, Paulus sagt, sprecht ihr einander Mut, merkt ihr einander Mut, das merkt mir so reich Frau, wenn ihr das tun. So werden wir in der Zeit, wo wir sind, nicht vergessen, uns Mut zu merken einander. Mut zu sprechen. So ist das Mann das sagt. Wenn wir selbst Troubles haben, wir haben selbst Probleme in unserem Leben, wir haben selbst Schwierigkeiten in unserem Leben. Aber das soll uns nicht treffen, dass wir dadurch nicht an andere Menschen Mut sprechen. Das soll uns niemals treffen, und negativ andere Menschen beeinflussen. Wir sollen positiv sein, Mut sprechen, und ein gutes Vorbild sein, dass andere Menschen, bei eng von ihr Leben, ein frohes, positives Leben haben, und sie dort diese Welt verloren. Möchte Gott uns viel genug schenken, dass wir Mut mehr in den Menschen sein. Gottes Segen.